waar we even gaan naar onze main boodschap. En zo ja, alle welkom hier. Dit is een morning service. En dat is ja een zware ding. Om ervan reden. Wat zal er van de boodschap brengen? Van wat zal er reden? We weten dat we gaan door een serie, we doen vers voor vers door het Nieuwe Testament predigen en een Versen aan, falls ik hem zou, en dan zullen vielleicht immer een Versen aan van afbreken. En eenmaal in de boodschap doormank, wat ons gelijk alle fehlt, aber wat is het zwaarste voor een prediger? Dat is voor een wat doet er komen dat einer die idee heeft van wat zal ik reden? Wanneer we onszelf, wanneer een prediger zichzelf kon de boodschap uitlezen, dan heeft die vrouw niet een idee van wat zal hij reden. Een Fehler, wat er merken kan, is in de verzameling rondkijken en zijn, wat wordt ik ons al predigen, wat den betroffen, oder Jan betroffen. Dat is een grote Fehler, wat er merken kan. En vielleicht dat einer dat. Vielleicht dat einer dat gelijk. Dat einer wordt kijken zijn, wat fehlt Jan, oder wat fehlt den. En de prediger kon ervan vergeten, wat fehlt dem prediger zelfs. Wat fehlt dem prediger zelfs te horen. En ik geloof dat als een zeer wichtig ding. En dat is voor mij dat je het vindt. Wanneer ik rabbelen, wat zal ik de verzameling verbrengen? Wat wordt daar veel? En wanneer hij van zichzelf verjaart. En dat is krijg je dat wat ik van jou gedaan heb. En de boodschap, ik weet niet van, als er irgendwem van jullie deze boodschap fehlt. Ik weet het niet. Vielleicht denk je jeder dag aan. Maar ik weet, mij fehlt dat. Deze boodschap, wo ik wel van jou aangaan, wanneer ik al zes kein wordt veel, mij fehlt die. En waarom fehlt mij die? Wens ik zie manchmal so sehr beschäftigt mit dingen van hier op deze wereld, dat ik vergeten doe, dat ik hier niet immer blijf. Dat ik zie so beschäftigt met Geschäft, met wat immer door Rama in zijn kop, dat je werk draaien dat. Dat einer davon verjaart, dat dit heeft alle in één, dat zijn alles vergeten Sachen. En dat is waarom mij deze boodschap veel te hier. En dat is waarom ik de wel te mij predigen van jou. En wer wel, die kan methouden. Maar ik wil van jou te mij predigen. Mijn tekst van jou is Psalm 90. En ik weet dat op Engels heb ik deze boodschap al gehad. Aber ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir die plotischen Menschen, die sind krank so beschäftigt, oder war nicht noch da, mit täglichen Sachen aus England oder so. Ich glaube, das braucht nicht, wenn wir diese Botschaft auf Plottisch haben. Psalm 90, das ist Moses sein Gebet. Er sagt, es steht. Den Gottes Mann Moses sein Gebet. Herr, du bist immer weich, unsere Zuflucht. Euer die Boy für ein Tag gebracht worden, oder euer die Erde in der Welt, euer du die Erde in der Welt herstellst, bist die Gott in aller Ewigkeit. Du die Menschen sterben lässt und sagst, komm wahre Menschen Kinder. Und diese Vers will ich auf Englisch noch lesen, die dritte Vers. You turn man back into dust and say, Return, O Son of Man. Wir wollen diese Vers verstehen. Dat der Mensch, zoals der hier op de Erde ist, der physische Mensch, der wird drei zu Stoff. Der wird treiert. Weil diesen Jahr sind wir die so aus der erste Tag in der vergangen ist, oder so lang aus der Nachwacht der Werk. Du fährst die Menschen weg aus in einen Sturm,
Der sind aus einem Traum im Schlupf. S'morgens sind die aus Gras, dort frisch uitlaat. S'morgens erst dort Jelste en was en sowas verwalt en verdreigt dort. Die merkst din Euer, dort merkt din Euer, dort wie so ankommen. In dine wird, dort wie plötzlich weich machen. Du hast unsere Gottlosigkeit und unsere geheime Sünden für die Gestalt, so dass du da sein kannst. Wir haben unsere Lebenszeit unter din Euer gelebt. Wir schließen uns Leben auf mit ein Gestehen. Uns Leben ist hier 70 Jahre und wenn das hochkommt, 80. Und wenn das auch schön gewesen ist, haben wir doch bloß von mir in Trühe zu reden, das kommt bald zu eng und wir fliehen weg. Wer weiß, was din Euer uitrechnen kann? Weil's dine Wort ist so groß aus der Furcht, die traf. Leer uns bedenken, dass wir sterben müssen, dass wir klug waren. Und so, aber hier ans Tags, Moses sein Gebet, das soll uns alle ans Gebet sein, besonders dieser letzte Vers. Leer uns bedenken, dass wir sterben müssen, dass wir klug waren. Weil wir mit dem Gebet anfangen. Lass wir euch davor, wie komme ich für die? Und womöglich mit Gedanken, wie ein Breit saß vor von einer Welt. Und vielleicht nicht so sehr in den Wort. Herr, musst du gnädig sein, musst du unsere Gedanken nicht die rechten, musst du Kraft geben, den Wort zu reden. Und musst du uns nehmen, uns für die Sachen, dass wir für die Zeit stehen und in den Wort horchen, was du zu reden hast. Und Herr, musst du auch den Wort sehen, dass was du dort gegeben hast. Und musst du in jedem einen von uns, unsere Harten haben recht gemerkt, und dass wir das ernst nehmen, was du zu uns reden wirst, und dass wir machen gewarnt und getreust und abgebüht worden dadurch. In Jesus' Namen berichtet. Amen. Und so, was wir wollen uns von der besäuen, als kriegt das. Wir haben hier nicht eine bleibende Stadt. Dass Menschen hier weggestorben, ist keine uitwendige Geschichte. Dass Menschen hier weggestorben, ist nicht so, was dort in ganz Südafrika passiert. Dass Menschen hier weggestorben, das passiert vor unseren Augen. Wie selbst sind Zeit dafür. Alle von uns haben allwem in der Familie, wo du sind weggestorben. War noch nicht direkt Family, aber wir würden mal sagen, Eltern, Großeltern und wenigstens ihr Großeltern. Du hast Zeit dafür, du hast Proof dafür, die blieben hier nicht. Und das sind gerade in der und, wo Strom und Menschen noch eine Zeit lang bleibt und wo jung und stark der läuft zu sein, so das nimmt ab einen Tag sich so rum, so ist die Schrift sagt, wenn die Smart so noch bleiben dann, aber so sind die all verwaltet. So ist erst das für ein ganz anderes, als was das Smart gewesen ist. Und wir sehen das in Psalm 114. Der sagt, ein Mensch ist nur so aus ein Lufturm. Seine Lebenszeit so aus ein verschwingender Schatten. Like, die Zeit, was wir hier leben, dann, wo wir uns fährt, so sicher fallen, und wir haben unsere Pläne all da und so, all die Jahre ausgestreckt. Und alles, all uns Trag geteilt, wo wir das wollen. Und Jakobus sagt, wo willst du, was die morgen was sein? Wo willst du, was die überhaupt noch leben? Das, warum das so wichtig ist, dass wir uns auf Gott verlassen und dass wir können einfach so teilen, Gott, solange du mir hier was haben, will ich hier sein. Aber vergeht wir nicht von. Vergeht wir davon, dass wir hier waren weggestorben.
dass uns Leben erst auf einmal hastig te eng. Und vielleicht würden wir sagen, na ja, ich sehe noch mal 20, oder ich sehe noch mal 30, oder der Schrift sagt, der Mensch kann über 70 oder 80 Jahre werden, so ich kann noch lange te leben. Wo willst du? Hast du mal einen jungen Mensch sein gestorben? Ich habe. Und ich habe Menschen sein gestorben, die 5 Minuten eher die sterben, im Plan hatten, wo Hand zu fahren. Und dann muss für den sein deutschen Körper in fertig reden. So hastig. Und das ist die Frau, was ich habe, und in jedem einen, und besonders an mich, denke ich da an. Dass die immer hastig bist, die hier war. Wir haben nicht mehr bloß Schriftstellen, aber wir haben dergliche Zeugnissen, derglichen Proof, dass erst was passiert. Wie viele Menschen sterben jeder Tag? Oh, das sind ja was immer Fremde, was sterben, nicht? Aber bei uns stirbt kann man nicht. No, du dat. Du dat. Und der Tote kommt auf einmal euer in Mensch du abgerechnet hast. Und das, was Jesus meint, er sagt, er kommt aus ein Stiller in der Nacht. Er merkt dort nicht, ist bekannt. Er kommt auf einmal hastig. Und wir sehen der Schrift, der ist voll Warnungen. Und wenn wir mal gucken, wo Gott warnen, der hat das mit Wert warnen, und dann hat er auch mit der Tod warnen. Er hat dort sein in Wiesen beides. Das ich all gesagt habe. Proof habe ich, dass ein Mensch gestorben ist. Keiner kann dort in den Stich gehen. Und wie weiten dort, dass die Menschen sterben? Und wo wir uns machen, Frauen erst, denk wieder an. Und das, was Moses in Gebet ist, er sagt, lehr uns bedenken, dass wir sterben machen, dass wir Glück waren. Der geradste nur, was auf dieser Welt leben kann, ist der, was nicht undenkt, dass er immer hastig hier was weich machen. Wie mal in König gewesen, und ich glaube, alle Königs, die hier gelebt haben, bitte haben wir da nur einer nicht. War nicht ein gottesfürchtiger König, wie gewesen sein, aber gewöhnlich, welche Königs, das ist ein Denk, wo sie nicht denken. Das tritt alle Rahmen ein. Sie sind das Zentrum von alles. Wenn sie glauben, sie die Macht haben. Und das wurde viele Königs, was sie das begreifen, möchte der König ab einmal leben. Und sonst wird der König wel hier. Und wie mein König war, der wir krank geworden und immer kranker und das wir zu sein gewesen, er wird sterben machen. Und ein König darf man sich nicht wehren, irgendwo sich selbst bis Ruhe zu geben oder den irgendwo zu warnen, wenn es da kann, den sein Leben kosten. Aber du sagst, in gewisse Menschen für den König, ihr schon mal gewusst, dort nennen sie einen Noah. Den regnet es nicht wieder. Den kann sie nicht für Schlamm aufnehmen. Und der für diesen König, sein ganzes König, sein Titel über, hat er immer ein Noah gehabt, was sich hat so abstahlen, dass man ihm dort bloß nicht wieder reden deit. Und für Noah, wenn es den noch nicht weit für Schlamm aufgenommen, wenn es dort wir mit so der wir nicht ganz klug, der hatte dann für allerhand Damshätten für den König, der wir nicht andere Entertainment für würde wir machen sein. So, die würden für einen Noah haben, was der allerhand Damshätten wird drieben für den König. Um den König sein Mut zu bringen, den Lachen zu machen oder was immer, wo die König sich können vergehen. Und das König bekam dort, dass er sagt, gerade Noah als du, jaftet nicht mal. Und dann jaft der König den in einen Stock, oder ein Zepter, was das wird sein. Und dann sagt er zu diesem Noah, wenn du auf einmal erst einen Noah fängst, was du gerade besser als du, und gerade Noah besser als du, dann sollst du denen den Stock geben. Und so das König, der wird krank, und der weiß, der wird hier weich machen, und dann fängt den König an Awel zu werden, und der Einzige, der noch kann mit dem König reden, dass das nicht wird gefährlich werden, dass der wird sein Leben verlieren, oder wie das Noah, der kann sagen zu dem König, was immer der will, das ist Noah. Und dann fängt der König dort an zu bekennen, sagt er, ich weiß, dass ich hier weich machen, aber ich weiß nicht, wo ich hinkomme. Na, aber wo, sagt der Noah, wo willst du nicht, wo die hinkommst?
En kan ik dat is me confused. Hij weet niet wat met hem geven. En hij heeft zijn leven doorgebracht daarom dat hij zich door heeft vrijgemerkt dat hij gestorven is. En dan zegt hij, zegt das nur, sagt er, dann gebe ich dir dann nu diesen Stock drei. Dan wil ik die dan diesen Stock drei geven. Dan zegt hij, kan ik nou waarom? Nou, du seht's. Das nur, sag ich, nu, wanneer ik voor nog een grotere nur fing als ik, den soll ik den Stock geven en dat bist du. Weet je goed, dat stimmt. Een grotere nur, als du, wer nicht sich hat gemerkt, wat hij nu dit leven wil, geeft het gleich. En dat is waarom Moses hier sagt, leer ons bedenken, dat we sterven moeten, dat we klug worden. En dat ganz klugste, dat ganz wijzigste wat een mens kan denken is, ik wil mij irgendwann noch met God begegnen. Ik wil hier irgendwann noch weg maken. Dat is wat mij opruimen. Dat is dat wijzigste wat we doen kunnen, als krijgt dit groot. Menschen merken hier verschiedenste Entscheidungen in der Plan, in der regen sich das uit, und das kommt auch fährt und so fern uit. Wanneer het vliet aufwärmen, wanneer das gut bedenken. En dat brengt Frucht met zich. Wanneer een mens voorzichtig is, wil hij hier heeft gehandeld. Dat kan een titel en ook een andere weg, kan dat een zegen met zich brengen, kan een grote erfolg met zich brengen. Maar dat grootste wat we ons zullen uitrekenen en overtalen is dit, dat we sterven moeten. En nu den dood, nu dem dat ik gestorven zie, dan word ik dan dat gerecht. En hoe wil ik tot de stoon komen? De grootste nur, wat hier kon op deze eerd leven, is wer du niet ontdenkt. Wer zijn leven heeft druk gemerkt met allerhand andere dingen en zich beschäftigt met allerhand andere dingen als best met dit ene ding niet. Ik wil mij met Christus begegnen. Ik wil mij met diesen Gott begegnen, der wer mij gemerkt heeft. Ik wil mij met diesen Gott begegnen, wer mij mijn ganze levenstijd geworden heeft, dat is dag kamp. En ik heb er niets met je doen. Dat is de grootste nur. Psalm 103 zegt, zoals een voeder medleid heeft met zijn kinderen, zo heeft de Heer medleid met die, der am fürchten. Hij weet van wat we gemerkt zijn. Hij denkt eraan dat het bloos stof is. God weet dat al zeer goed wer we zijn. Hij denkt eraan. De vrouw is denkt wieder aan. Denk wieder aan dat we bloos stof zijn. Denk wieder aan dat we ons morgens blij en sowas verwalt zijn. Denk wieder aan dat het hastig is ans dag gekomen. En dan roept de stem, nu kom. Ein Menschenleben ist so als Gras. Hij bleek so als eine Blume op een Stab. Wann der Wind durch Eva blust, ist die wach. Und keiner denkt daran, wo der gestohlen hat. So, wann ein Mensch hier nach allerhand hat könnt bejahen, hier diese Erde, und die Menschen haben den hoch euer sein. Wie lange regt das? Wenn das hier schwach ist. Und wenn sie vielleicht noch würden an eine euer seine Person, an Technik, oder irgendwas haben Denkmäler abgestellt, aber wie lange blieben da? Aber in anderen Land, dort kann ich direkt annehmen, und die verstehen alle Denkmäler, die wollen kein euer Denk holen von der Ferien. Und wenn du noch ein großer Emperor warst, dass ein großer König, ein großer euer sein Mann, das sind so wenig Jahre Luther. Maar keiner mehr, dass du wie warst das. Alles, was dafür auch noch blieben, wenn es ein ganzes Königreich ist, was du aus der Nisch gegangen, das sind bloß die Ruinen, die durchgebrochenen Steine, was du ab Klampes liegen blieben. Das ist alles, was du noch unterdenken ist. Aber da kann keiner sich übertalen, dass du überhaupt eine Civilization warst, dass das überhaupt mal auf so ein Land sein. Das ist alles wahr. Zie, dat is krijg je wat de psalmist zegt, want de wind even bloos als de waag. En keiner denkt aan, wo der gestohlen heeft. Alleman jet wieder, alleman leeft wieder. En die vergeten van, dat du überhaupt gewaast bist. Wenn du hast eine Arbeit steht gehad, wat dat sei scheinhaft, dat wir hast noch ein wichtigen Platz zu bauen, bei den Tag, wo du wach bist, und haben andere die steht an.
Wenn die has schmacke Hiesegebiet, en die best hier war ich, da wordt een ander Sektor, wat een ander al ben woon. Alles wat die hier has, wat die gleich vast te houden, dat wordt op einmal hastig in alles en andere erhängt zijn. En dit is zo'n wat einem drecken dat, wanneer dan denkt, aber danach, wie machen dat maken, dat stammt, en even in euer stand. Even in euer stand, een paar lied wat door glauben ze dit te blijven, aber man hastig als einer war. En der Partner wat hier bleef, wordt schließlich Dollar von dem Partner verjeten. En vielleicht sogar sich noch mal einen anderen befrieren. Alles, dat wordt in andere Erde hinkommen. Keinen wat die hier has. Dat wordt in andere Erde hinkommen. En dat wat die nicht gehalten haben, wenn die dat dort gedaan hast, die hast dat alles für die. Wenn die das Zentrum hier war, von der Reichtum, was die auf dieser Welt abschaffen lässt, die wirst einmal hastig, das alle los sein, die wirst die nicht mitnehmen. Die wirst die nicht dein Geld, nicht deine Häuser, nicht deine Geschäfte, nicht deine Früh, nicht deine Kinder mitnehmen. Die wirst das alle los sein. Die wirst nicht von dort mitnehmen. Die wirst nicht bloß dort haben, für wem du das getan hast. Und die wirst hier weich sein, und die wirst in ein Augenblick für einen großen weiten Thron stehen. Wovon deine Augen wurden verblendet. Wovon die wirst blind worden, ab in einer Millisekunde wirst du blind sein. Du wirst die Herrlichkeit nicht mal anchecken, aber du wirst die für dort stehen. Und alles wird umgedreht sein. Und das ist die Frage, als das, wo wir an denken tun. Er ist wie so eine große Norm, dass wir das nicht achten tun. Dass diese Warnung nicht wirklich schätzen tun. Offenbarung 20, Vers 11, du sagst wieder, das ist, wo wir dann, das ist, wo wir hinkommen. Wir werden hier wachgeraubt. Wir haben hier nicht eine bleibende Stadt. Und das kann in einem nu passieren. In einem Augenblick. Du hast nicht eine Zwischenzeit. Du hast nicht Purgatory. Du hast den Menschen gesagt, einmal zu sterben und dann das Gerecht. Wir wollen uns nicht anschmieren und sagen, du hast kein Gerecht. Yes, du hast. Ja, hör mal. Vers 11. Und ich sag einen großen, weiten Thron in dem, der boven satt. Himmel und Erd flohen von einem Berg und wir nicht mehr zu finden. Und ich sag der Todes, klein und groß, vor Gott in den Thron stonden und du werden Beker abgemerkt. Und dann wird noch ein Buch abgemerkt und dort wird das Lebensbuch. Und die Todes werden du noch gerecht, was in den Beker von ihren Worten geschrieben stehen. En dat meer heeft de dodes uit, dat de banen weer, en de dood in de hal heeft de dodes uit, dat de banen weer, en jeder einer wordt toen nog gerecht, wat zijn woorden gewas werden. En de dood in zijn direct worden, en de vier zou je smeten, dat is de tweede dood. So hier sei wir dort. Dit is op einmal hastig, passiert dit. En wanneer die danach wisch wollen, uit den Stich bringen. Wir sehen dort auf einer anderen Stelle in Offenbarung, dass die Grote und die Kleine, die Königs und die Skloven, all die verkropen sich in die Heulen, in die Schluchten, in die Pracher und die Bäumen sollen auf ihren abfallen, die sollen ihren verstärken von denen, die durchkämpfen. Die wollen sein, dass sie einen Stich haben, dass sie irgendwo sich verkrüppt haben. Aber guck mal, was sagt das? Das Grof, was die uitspielen. Dat Grof, was die uitspielen, hij zegt me, ja, wat is dit? En dat meer juist de dodes ruit. En dat de werkelijke Versatung wird sein, dat meer spiegt de dodes ruit. Dat de banen wieren. En de dood en de hal juist de dodes ruit, dat de banen wieren. Du hast kein Weg, die wordt te verkruipen en te versterken en dit in Stich te gaan. Dit begint die unbedingt. Dit is
Du kannst die nicht in den Stich gehen. Und der gerät dann nur, so ich al zei, als du kriegst, wer dit nicht achten dat. Wer dit nicht undenken, dat dit ist, wo ich hingehe. Und vielleicht wird ja nur uns alle mal den Stock geben. Vielleicht wird ja nur mal sagen, ich kann nicht noch ein Gerät neu fangen, als ich sie. Wie wollen du stehen? Wie wollen du hostig stehen und wie wollen du vielleicht einmal euer stehen, euer wie gedacht haben? Das ist woran so viele Menschen von der ersten Tag nicht Gottes Furcht haben und nicht die Furcht haben dafür, nicht eine wirkliche Büße überleben oder nicht wirklich dazu kommen, dass sie Büße tun, wenn sie denken nicht an das ist, was ich entgegengehe. Das ist, wo ihr schon mal gepredigt wart. Das ist, wo eine Abweichung passiert. Dort predigst, die wollen sich von dem reden, Mensch, bedenkt die dort, wo die Hand ist. Du wirst eine Warnung für den Hall, du wirst eine Warnung für diesen Tag, wo du kämpfst. Und sie würden sagen, ja, aber dort haben Luther bloß mal was Evangelisten da haben dort angefangen. No, Paulus selbst. Wenn Paulus wo seine Nachricht gab, wenn die wo sein das Evangelium predigen dort, und Athen sei wieder ganz besonders, wo du wart am Platz abgeschlafen, wo sich man soll verantworten. Für was anstehen dort. Und was wir das letzte Part von seinem Message durch, und Gott hat den von dort abgewagt, dann rede ich von Christus. Und er hat das damit bewiesen, dass er ihn von dort abgewagt hat, und er hat den nie eingestellt, den Rechter zu sein für alle Menschen. Also, Paulus selbst redet davon, die wollen für den stehen. Da wird ein Judge sein. Für den wollen die stehen. Und so, wir sollen dort, du hast noch nicht, wo wir uns nicht wollen, in den Stich gehen. Wir wollen für den Thron stehen. Und dann sagt der 15. Vers, sagt er, wenn irgendwem sie nun nicht im Lebensbuch geschrieben stehen, wird im Viersäu geschmäht. Wenn irgendwem sie nun nicht in das Lebensbuch geschrieben stehen, der wird im Viersäu geschmäht. Und so, mit dit, weil wir uns diese Frage stellen, wenn wir das nicht alle wollten, das ist, was wird passieren. Ich würde es entgegengehen. Ich habe so viele andere Dinge, was du kann oder nicht kann passieren. Gleichen oder nicht gleichen. Aber das ist ein Ding, was du Sache hast, das passiert, das kämpft. Und wo wird uns dann zu Mut sein? Wo wir zu stehen kommen, wenn das passiert? Das ist nicht die Frau, was das wird passieren. Das ist bloß die Frau, wann. Und dann ist das wichtig, wo ich in meine Worte nur gerecht worden, und wenn das noch wird, dass ich in meine Worte nur gerecht worden, aber du, wo in meine Worte nur gerecht worden, dann bleibt für mich selbst nicht ewig. Als meine Worte sind genug, dass ich wohl in Viersäu geschmissen worden. Du hast bloß eine Hoffnung, was mir den Tag wird raten. Und das ist, dass mein Name im Lebensbuch geschrieben steht. Habe ich uns das mal gefragt, ist mein Name im Lebensbuch geschrieben? Und wenn ich sage, ja, wo weiß ich das? Dass das wirklich ist. Mir ging das sicher. Make your calling and election sure, sagt Paulus. Mir ging das sicher. Seid mal nur, dass die wirklich im Glauben sind. Seid das wirklich mal in ihr sehen. Wegen das gerechte Tag, wo du wollen bestehen bleiben, hängt davon auf, ob die gerat sind oder ob die nicht sind. Ob die nur im Lebensbuch geschrieben steht oder nicht. Und wenn du nicht wird gefragt worden, okay, wenn ich nicht wird fragen, und wenn ich mich fragen da, okay, hast die nur im Lebensbuch geschrieben, dann würde ich sagen, ja. Aber nicht, weil ich die andere auch fragen. Hast die nur im Lebensbuch geschrieben.
En wanneer je ook wil zeggen, ja, dan wil ik je wel vragen, wo weißt du dat? Waarom wordt die naam im levensbuch geschreven staan? Wieso? De warning en antwoord, wat ik heb voor dit, is, so wenn die so sagen, ja, mijn naam is im levensbuch geschreven. Ja, oh ja, ik weet dat, mijn naam is im levensbuch geschreven. En ik wil zeggen, ik wil die vragen, nou, woher is die naam im levensbuch geschreven? Wat is de oorzaak? Waarom is die er neergeschreven? En wenn die antwoord dit zal zijn, ik kan hem voor zijn verhaal gedaan. Dat die antwoord wordt zijn, ik heb goede dingen gedaan. Ik heb vele goede dingen gedaan. En die antwoord wordt zijn, ik heb God gedankt. En die antwoord wordt zijn, ik hou den Glauben vast. En vielleicht al die verschiedenste ik heb. Wat immer die nog kost opnemen, ik heb. Lieve vriend, wanneer dit op eenmaal die antwoord is, waarom die naam in levensbuch geschreven staat, dan is er keine geratere onschmererie is voor die als krijgt dit. Wanneer dit de antwoord is, waarom die naam im levensbuch geschreven staat, dan bist du kein geratere Noah als die. Wegen Jesus selbst geeft uns diese Warnung. In Matthäus 7, Vers 21. Da sagt es dit, die waren nicht alle in het Himmelreich komen, die du zu mir, Herr sein. Du kommen bloß deinen, die du doen, wat mein Vater im Himmel haben will. Und dann wirst du sagen, hey, Kimmel, jetzt hast du gesagt, ich habe den Vater sein Willen getan. Das ist warum mein Name dort im Lebensbuch geschrieben ist. Noch hartjes mal, was der ganze Kontextrahmen das sagt. Der ganze Kontextrahmen das sagt. Und jeden Tag wollen viele zu mir sagen, Herr, hab wir nicht. Weil wir das sagen, ja klar in Denk halten. Wo der Mensch Vertrauen hat, ich habe. Herr, hab wir nicht die Namen geprophezeit, und in die Namen so tun uitgedreven, und in die Namen gewollt, getan. Herr, hab wir nicht. Das ist, was ich sage. Wenn die Hoffnung ist, dass die Namen im Lebensbuch geschrieben ist, wegen du hast, dann hast du kein Dollar zu bejammern als die. Dann bist du kein geraderer Noah auf dieser Welt, aus die Groß. Was wollt Jesus sagen? Und dann, wo ich dann sagen, ich habe ihn noch nie gekannt, was ich mit ihnen geschlechte. Und das ist die Bibel voll von. Gott ist keinmal zufrieden gewesen mit dem Mensch seine Performance. Und Gott hat dem Mensch keinmal die Anerkennung gegeben, dass heute Friede ist mit ihm. Die ganze Bibel ist, und ich sehe nicht Rutz von der uns Mars durch. Ich habe Rutz Malachi durchgelesen. Ich sehe nicht bei das Neue Testament. Und ich mache stand, jedes Mal, wenn ich das Alte Testament durchlesen da, wird von der großen Klau, den ganzen Alten Testament, über die große Klau Gott dem Mensch gehen, über hat. Das ist unbegreiflich. Wo lang nicht der Friede Gott mit dem Mensch ist. Und immer war es durch in den Alten Testament diese Versprechung über ein Platz Wort Gott. Und so, für die, was nun im Lebensbuch geschrieben hat, die kommen nicht mit ihre guten Worten an. Die kommen nicht mit, sie haben gedient, sie haben das, sie haben geahnt. Die kommen nicht mit dort an. Die kommen mit Lade hin. Der hat nichts zu pochen. Der hat nichts Großes zu reden, ich habe das getan, ich habe das getan. Die sind erschrocken. Die sind erschrocken von wer Gott ist und was ich das soll tun für Gott. Und ich habe das nicht getan, ich habe bis das Gegenteil getan. Und die sind erschrocken über was habe ich mir überhaupt verdient. Wo ich für so einen heiligen Gott bestehen kann. Ich habe mehr Sinn getan, als ich teilen kann. Und wenn ich mein Leben durch und durch besäue, ich fing bloß alle Schmerz kadern. Ekelige kadern.
da wäre sich so feilen wird. Und da hat Gott ihn gefallen. In der Schrift sagt uns dort. Da wird erschrecken dann, von wo wird ich bis zur Stunde kommen, wenn Gott wird mir nie reich richten, wo wird ich bis zur Stunde kommen. Da geht in Angst und Bange durch. Für da hast du einen Trost in das Evangelium. Jesaja 66. Vers 1, er sagt es dit. Dit is wat der Herr sagt. Der Himmel ist mein Thron und die Erde ist mein Voetbanksje. Wat van huis wil je mij buren? Wat van huis wil je mij nog buren? En op wat van de stad zal ik mij uitdrijven kunnen? So, das ist, was Gott fragt. Like, was bleib je für Gott gedaan te haben? Der Himmel ist sein Thron. Die Erde ist, wo seine Feitbuben sind. Like, und was beruft er uns zu sein? Die sagen uns, Gott ist alle wen. Der eint drin alle. Hat je was gedaan für den? Das ist, was du glauben, sie haben für Gott gedaan. Like, was hat je für den allmächtigen Gott? Der hat Himmel und Erde gemerkt, der hat die gemerkt. Und überhaupt, dass die überhaupt leben, das ist alle in Arm. Als ich mal ein Uhr mit die Salz nehmen, dat alle hei. Und die Frau ist, was bleibt je gedaan haben für Gott? Like, wenn je nun du in ein Lebensbuch geschrieben steht, wenn je nun du in ein Lebensbuch geschrieben steht, wenn's je haben was für Gott gedaan, was sag ich hier? Was will je tun? Was will je für ein Haus bauen? Oder was von deins kann je tun für Gott? Hij is door alle wegen. Ich will denen ein Opfer bringen. Von was von Tier? Von was von Tier, was die denen ein Opfer bringen? Jesaja 40, hast du gesagt, klar mit. Der Libanon wollte, als nicht mehr groß genug, darf nicht mehr genug halt, und all die Tiere da band, um ein anständiges Opfer bringen, und wann du noch was? Als auch Gott sind. So, was die denen noch bringen, wird nicht all den sind als. Dit is krijgt waarom die. Die wordt door met een gebruik naar het hart komen. Die wordt er zijn, ik ga niets te beiden. Wanneer het niet Gott die genoeg is, ik ga niets te beiden. Hij zegt, in Isaiah 66, vers 2, hij zegt, ik heb zelfs alles gemerkt wat du is. En dat is woher alles is, zegt de Herr. Aber ich bekenne mich über die Arme, über die im Gemüt geschlagen sind. Und über die Furcht für mein Wort haben. Und die bekemmert. Gott sagt, ich habe das alle gemerkt, aber ich bekemme mich an die. Ich sie bekemmert an die, ich sorge für die. Die im Gemüt geschlagen sind, die wird raufgeschlagen sein. Der wird nicht zufrieden sein mit Salz. Lass mich den Vers noch auf Englisch lesen. Er sagt es dit. For my hand made all these things. Thus all things came to being, declares Yahweh. But to this one I will look, to him who is humble and contrite of spirit, and who trembles at my word. Het is voor jou. Flottert ons. Wenn wir Gott sein Wort lesen. Wenn wir das zu sein kriegen, wer Gott ist. Mit wem wir actually dealen dann. Und wenn wir uns besäuen, wer wir sind, geht uns dann ein Grüssel durch. Voll wir uns so gedäumigt. En voelt mij zo, als nu waar ik Gott moet verschrikt halten, voelt mij door larig, schwach. Voelt mij zo, als ik gewoon überhaupt nicht meer doen voor Gott. Today kijkt Gott drauf. Und da hat er ihn gefallen. Aber nicht mehr bis dort. Da Numens hat er im Lebensbuch geschrieben. Das ist, warum das so wichtig ist, dass wir uns inzwischen an das Evangelium denken halten.
Aber das Evangelium macht uns absolut keinen Sinn, wenn wir all gute Menschen sind. Wenn wir all so viel für Gott getan haben und Gott wird all so zufrieden sein mit uns, dass wir all den Gefallen getan haben, dass wir den haben im Hart gekriegt. Wenn wir all so viel für Gott getan haben, dann mag ich Ihnen aus einer Warnung das sein, Ihnen gibt das Evangelium kein Nichts. Wenn Sie all so viel getan haben, wenn Gott all so zufrieden ist mit Ihnen, dass die den all den großen Gefallen getan haben, dann gibt Ihnen das Evangelium kein Nichts. Und was ich Gott Ihnen das sagen, dann kann Ihnen das Evangelium kein Nichts geben. Dann kann Ihnen das Evangelium kein Nichts geben. Aber wenn die erschrocken sind, wenn die einmal Ihnen zu sein kriegen, oh mein, wenn Gott mir will geben, was ich mir verdient habe, wenn Gott will reich rechten mit mir, wenn Gott will Sinn tolerieren, wo ich zu stehen komme. Und die wollen nicht, han noch her. Was kann ich dann nicht bis noch tun? Und die finden nichts in ihrem Leben, wo die noch kann, das vergolden, dass die Gott nicht noch kann irgendwo zufriedenstellen. Die finden nichts, die sind ganz leerig. Empty-handed. Das hat einer Leute sagt, nothing in my hands I bring. Nichts. Ich habe nichts zu beiden. Wenn dort nicht so ist, als ich an den Tag klagt da, das Einzige, was den ewig bleibt, ist der Raub üt nicht genug. Gott, sieh mir sind gnädig. Wenn die irgendwas mehr zu beiden haben, und glauben, die haben Gott gedient, die wollen ihn anschmieren, kriegt es ja am Pharisäer. Und wenn die halbwegs gute Menschen sind, die haben Gott all so und so viele Jahre treu gedient. Die sind so zufrieden mit selbst. Die glauben, den Dienst, was die Gott geleistet haben, du musst Gott mit zufrieden sein. Wenn die in den Zweig verlieren, dann kann ihnen das Evangelium kein Nichts geben. Das ist eine gute Nachricht, dass Christus du für die ansteht, dass den seine Gerechtigkeit ist, nicht deine. Das merkt die keinen Sinn. Ich habe mal das Beispiel gebracht und ich habe das von anderen gehört. Wenn wir das so gut haben, als es werden kann. Wir leben in einem Land, wo Friede ist. Du hast mehr eten, als wir überhaupt jemals abeten können. Und das ist so angenehm. Und alles ist schmackeierig, schmackig. Wir wohnen mit uns im Paradies hier bei ihr. Und wir haben die große Reiche auf den schmacksten Park, du so ein Picknick. Und dann kommt einer euer Rand und hübs und joch und freut sich und sagt, wir sind frei, wir sind frei. Und das ist alles, was wir gewohnt sind. Naja, was meinst du nicht? Wir würden ihn vielleicht noch sogar beschwächen sein, hey, das sieht ja nicht ganz vernünftig mit dir. Aber wenn wir sagen, wir sind nicht, aber jetzt anders wegen. Wenn wir sagen, wir sind vielleicht von den Juden, die ab dem Zweiten Weltkrieg in Concentration Camps waren, eingestoppt. Und die Leo und die, was die müssen bringen, wir ganz jämmerlich, schrecklich. Einfach, wirklich, ich meine, das geht nicht, einer kann nicht so reich. Wo haben Menschen noch wo kann die so ein kaltes Hart haben, dass die Herden Menschen so jämmerlich so Türläden, als die haben. Und wenn wir sagen, wir sind nicht von denen, die eingestoppt sind. Und wir haben keine Hoffnung, du jemals vom Frieden zu werden. Das ist bis uns, das ist das Letzte von uns. In den miserablen Zustand, wo wir würden sein. Und wenn du dann auf einmal hast, diese Guardias, die du alle Mann bewerten, die sind auf einmal hast dich wach. Und du kommst ein anderer euer an, und der hat die Schlägel in der Hand, und der kommt und der schreit nicht, hey, die sind frei, wir können hier alle raus, die sind hier nicht geraten. Nicht weil ich ihn frage. Wohnen von diesen beiden Gruppen, wo die nur recht, die sind frei, mag nichts geben. Die wollen in Concentration Camp sein. Oder die wollen hier auf so einem sehr schmacken Park, und das ist alles, was die jemals kann. Wem wird die Freiheit?
Today wird sie nie verhalten worden. Wem wird die mij niets geven? En ik geloof, wie daar ons dat niet moet vragen. Wie weet nog uitwendig, wem dat wordt mij niets geven? Wem dat wordt een gratere vrede geven? Wer wordt een dankbaarder het hart hebben? En ik wil me te zeggen, die wat vanuit een concentration camp komen, die waren de radung niet met mij reden. Christus Jezus sagte deze früh, zij hebben veel geleefd. Zij heeft het gemaakt, hoeveel zinden er vergeven zijn. Dat is waarom zij zoveel leven nu als voor Christus. En dat is het krijg je dat waarom ik zeg. Dat evangelium kan je niets geven. Dat evangelium, dat wordt je een oud, want je dat allemaal waar te horen krijgen. Dat evangelium, die heeft geen niets, want je al je part dat je doen hebben, God te doen. Want je al een tevredenheid gevoeld hebben, dat je had niet genoeg gedaan. En dat je vangt niet aan God alles te doen. En je vindt veel tevredenheid in jezelf. Weet je wat, dat evangelium als vergees vergeet. Dat evangelium is maar voor de verlorenen. Voor die wat niets kan doen voor God. Dat evangelium is voor die. Dat is waarom Jezus zegt. De mensen zijn, kom te zien dat wat verloren wird. Nicht de gerechte. En wo weet we dat? Wo verloren we zijn? Wo weet we dat? Wanneer we ons tijd nemen en God zijn woord aankijken. God zijn woord zegt ons dat al. En dan zijn geest openbaart ons dat. En wanneer we dat op einmal maken doen, en dit is een oproeping wat jeder einer soll merken. Wanneer we dat op einmal maken doen, aber mir dat wordt niet. Mir dat niet. Like, ik lees dat, aber dat gaat zo gelijk daar. Wat zegt Jezus te zijn staat? Want je, redt hij te ons mensen, zo slag is je ook zijn, al weten je kan je gouden te geven, want die doen nog vrij. Hoeveel meer wat de hemelse Vader je den Heiligen Geest geven, die doen nog vrij. En dit is hoe we zullen nog vrij. We zullen oproepen. Menschen wat dat maken, mij heeft dat God zijn woord gleich veel niets. Mij tragt dat gleich. Wat glaube je wordt passieren? Want we würden naar God komen en zeggen, God, geef me die Geest. We zijn oproepen. We staan dat bis mal toe. We sagen dat bis wat het is. En we vragen krijgen niet dit wat hij ons zal geven wil. Wat glaube je wat passiert? Die wordt ons een Heiligen Geest geven. Wat hij wem onschmeren? Hij je mal gehoord dat God nog mal wem heeft uitgeschmerd? Hij je mal gehoord van dat God met zijn versprechen niet dergaan, wat hij versprechen heeft? En wat hij versprechen heeft, dat van iedereen een, dat ook leeft. En ik wil je met dit loten, met deze gedanken. We zijn hier vielleicht bald weg. Hostig. En dan staan we voor deze rechterstelle. En de vrouw is, op wat mag ik me rijden? Wat wil ik God alles voor een grote toorval brengen? Te mij zijn te bekijken. Wat wil ik God alles brengen? En dan wordt hij zo tevreden zijn met die. Als dat wil ik mijn zijn rijden merken. Ik wil voor den staan. Ik niet. Ik wil niks metbrengen. Ik wil het alle hier doen. Ik wil best naar dat wat al rijdt is. Ik breng niks. Het is zo schoon wat ik te brengen heb. Ik heb best een einzige hoopning. Die wäre voor mij aanstaat, die heeft al alles rijdt. Ik darf wel niks brengen. Wens wat ik te brengen heb, dat is nog schoon, dan wil ik niet meer gaan dat het zal te zijn. En wie ik zal zie, is nog schoon. En dat is waarom ik verlang, wit uitgetrokken zijn, dat Christus zijn gerechtigheid over mij getrokken is, dat mijn gerechtigheid niet nog te zijn is, wens dat is nog schoon wat mijn gerechtigheid is. Dat is een hoopning wat ik heb.
En dort im Sein gaan. Dort dag voor dag meditating. Dat we doen denken dan. Ik wil bold door zijn. Irgendwann neuer. Weet je wat, dat wordt ook in ons leven te zijn. Als we gleichzeitig leben und so talen, ich war dann, wenn ich auf dem Storbad sehe. Traurig erst dort. Traurig erst dort. Dass Menschen wirklich denen, was ich sagen sind. Ja, ich sehe noch jung. Ja, ich war auf dem Storbad, da wollte ich mich bekehren. Ich dachte so, habe ich nicht von einem Neuen geredet, von dir? Da wird dort wohl abschieben und abschieben und abschieben, erst die gerade dann nur. Wat het jaf. En ik wil hier een oproep. Waar we niet nur zijn. Waar we ons beschaffen met dit. Nicht über so einen Weg, wo wir uns in Depression reden durch dort, no, über so einen Weg, dat uns das abbietet, das Evangelium ernst zu nehmen, dat uns das Evangelium mal nicht jaf. Und dass wir dort auf einmal zu schätzen, was Gott getan hat. Nicht dort so viel schätzen, was wir imstande sind zu tun. Aber dort zu schätzen, was Gott all getan hat. Wegen er hat uns all gesagt, was er getan hat. Und dort ist, er hat unsere Namen in sein Lebensbuch geschrieben. All die, was an ihm glauben. Und dort ist, wo wir mit gecovert sind. Und das einzige Hoffnung, was wir haben, ist, den Tag, was er uns da in Haus raubt, habe ich keinen Verlust gehabt. Wenn wir hier alles verspielt haben, wir sind hier alles losgeworden, wir sind nicht losgeworden. Wir haben uns nicht eins zum Anfang, zu Beginn mit, würde man sagen. Und alles, das Paulus sagt, gestorben ist für mich gewesen. Wenn uns nur im Lebensbuch geschrieben steht, dann ist es bloß lauter gewesen. Wenn ich hastig war mit, oder langsam, wo immer das dann ist, das ist lauter gewesen. Und ich glaube, wenn wir daran denken, dann, du wirst von dir schon auch sehr wenig an das gedacht. Wenn es das nicht eine untragende Botschaft, das rannt die Menschen durch, aber weißt du was, das ist die Botschaft, was Menschen im Denken merken. Und das wird am Mitte viel zu hören. Und das wird am Jente viel zu hören. Amen. Lass ich reich davor, wie können wir verdienen, wie danken die, dass dieser Gott bist, in dat al de hulp en roet en de raring van die kamp. Herr, wo wird wir zu stehen kommen, wenn die uns wissen, unsere Gerechtigkeit reichen? Was wird wir imstande sein, für die zu bringen, wo dieses mit zufrieden sein? Deswegen habe ich nicht anders als die loben und priesen, für was Gott die bist. Und die genot fragen, dass die auch wieder, die genot lassen über uns wohnen. Und dass wir nicht stolz werden mit Salz, aber dass wir einzig unsere Hoffnung auf die Sachen und was die Reut hast du für uns. Und das keine andere Hoffnung machen haben. Und Jesus in nun berichtet. Amen.